Und sie hat im ersten Moment gedacht, krass, hat er gerade gefurzt? Nee, hat er nicht. Und dann ist er zurückgekommen und hat das Fenster aufgemacht. Okay, er hat doch gefurzt. Willkommen zum Podcast Stammtisch Hinnerpals. Ja, genau, mit dir leid. Ja, servus. Ja, guten Abend. Servus, ihr Lappe. Oh. Und Matze, wie ist der Status bei euch? Ja, merci der Nachfrage. Also, ich kann Entwarnung geben. Die Lage ist gut. Es geht alle gut. Sehr schön. Ja. Es hat sich jetzt nicht weiter was entwickelt. Also, beide restliche Tests in der Familie, die gemacht wurde, waren negativ. War also beim Groß geblieben. Und auch bei ihm hat sich dann der Gesundheitszustand relativ schnell gebessert, auch wieder. Und man musste halt einfach noch Quarantäne aussitzen. Das war's. Und tatsächlich war heute der Freigabetest. Also musste nochmal zum Schnelltest offizieller Stelle. Und die waren bei alle negativ. Das heißt, alles wieder im Normalzustand. Wenn man das im Moment überhaupt irgendwie so nennen kann. Ja, sauber. Das hört sich doch gut an. Also das heißt ja aber auch im Umkehrschluss, das Entwurmungsmittel ist jetzt bei euch noch vorrätig, ne? Also wenn ihr so eine Tonne, die andere. Nee, wir waren ja negativ, weil man es halt rechtzeitig genommen hatte. Also, Ach so. Ja. Ich kann mal meine Mutter fragen, ob sie noch was von den Pferde übrig hat. Aber nicht das billige Zeug für die Ponys, ne? Schon hier. Ja, die große Dose. Die High-Class-Dosis für die Rennpferde hätte ich gern. Nee. Ich habe mich ja jetzt schon geboostert und ich habe mir das jetzt, also dieses Thema Impfung will ich jetzt ganz anders da angehen. Ich habe mir jetzt das so vorgestellt, dass ich einfach mich jetzt jedes Mal woanders da boostern lasse. Also ich hatte ja am Anfang, konnte ich das relativ normal in einem Impfzentrum gemacht und diesmal war ich jetzt bei einem Frauenarzt. Ja. Oh, okay. Ja gut, man nimmt was man kriegt. Ja, aber es wird noch kurioser. Also der Frauenarzt kennt eigentlich auch keiner von einer Frau, die ich kenne. Und ich bin dann mit meiner Schwester dort hingegangen und das war an einem Samstag. Ich war noch nie am Samstag beim Arzt generell. Das fand ich auch schon kurios genug. Und dann haben wir uns dort so angestellt und sind da relativ schnell drangekommen. Und bevor ich überhaupt schreiben kann, dass ich keine Nebenwirkungen habe, hat mich gefragt, Frot, kommen Sie mal kurz mit ins Nebenzimmer. Zack, heute die Spritze im Arm. Wer weiß, was die dir gespritzt hat. Ja, es war irgendwie ein bisschen dubiose Situation. Also es wirkte so und meine Schwester war auf einmal links abgebogen. Und dann, sie müssen jetzt nur kurz warten, sie müssen aber noch ihr Zettel abgeben und dann, war die Sache durch. Also ich sehe das jetzt eher wie so ein Stickerheft früher oder das Panini-Heft, wo man die Fußballer gesammelt hat. Kann ich auch die verschiedenen Impfanbieter versuchen zu sammeln. Ja, so ist es. Mal hier einer von BioNTech, mal hier Johnson & Johnson, AstraZeneca, manche sind inzwischen schon selten. Ja, Peter, hast du 3-mal das gleiche gekriegt, oder? Ja, ich habe jetzt 3-mal das gleiche gekriegt, ja. Okay. Aber ich stelle mir das so vor, ich meine, demnächst sind ja jetzt auch noch weitere Ärzte oder Apotheker, die das verabreichen können und so Veterinärmediziner wäre es nächste Mal schon so ein kleines Highlight, vielleicht mit einem Blasrohr oder so. Ja. Und du rennst da noch wild durch die Praxis und der muss sich versuchen zu treffen. Nee, weil der Arzt steht hinter einer Theke und vorne stellen sich so 10 Patienten auf, die immer so von links nach rechts laufen. Und entweder hast du dann das Glück, du wärst zweimal getroffen oder halt gar nicht. Und je nachdem, wie groß du bist und wie breit, kriegst du unterschiedlich viele Punkte draufgeschrieben. Naja, aber ich sage so, Hauptsache geimpft. Ja, ich habe jetzt auch schon 2 theoretische Optionen für die Boosterimpfung und muss jetzt halt mal gucken, was am ehesten beziehungsweise halt am durchführbarste ist. Also tatsächlich stoppt bei uns demnächst in der Nähe der Impfbus und falls ich bis dorthin mein eigentlicher Termin nicht bestätigt habe, dann gehe ich dort einfach mal hin. Ich muss gerade lachen, weil ich an den Busfahrer gedacht habe und an Badesalz und dann rufst du, während der geimpft wärst, Busfahrer zieht die Jacke aus. Oh nein. Ja, vielleicht gibt's ja auch noch im Impfen ein schönes Klausthaler oder so.
in Frankfurt gibt es wohl auch Straßenbahn, die quasi den Impfbus ersetzt, also eine Straßenimpfbahn und die fahrt einfach durch die Stadt und impft alle Impfwillige. Also das fände ich aber irgendwie ein bisschen unpraktisch. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da steige sie in die Impfbahn ein und dann komme ich irgendwo anders wieder raus, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Oder ist es schon so, ja okay, ich muss jetzt von A nach B, ach, da kann man unterwegs auch mal noch die Impfung mitnehmen. Also ich habe mich mit der Materie noch nicht so genau beschäftigt, aber ich glaube, die fahrt einfach nur relativ kurzer Abschnitt, immer wieder A, B, B, A und so. Also okay. Von daher, Impfen geht vor. Muss man halt ein bisschen laufen. Tja, die kennt ja einfach an der Station Halte, ein paar Leute impfe und dann weiterfahren. Andere Option, aber dann ist halt das Gleis verstoppt. Das ist halt schwierig bei Straßenbahn. Okay, wenn es auf der regulären Gleise unterwegs ist, ist das schwieriger. Naja. Aber Hannah das mitgekriegt von den Engländern, die in Nordengland in dem Pub eingeschneit wurde und dann mehrere Tage, glaube ich, festgesessen haben in dem Pub. Also das war wohl irgendwie so ein Musikkonzert von einer Coverband und dann ist es Schneesturm gekommen, während die Band gespielt hat und dann waren ein paar Leute in dem Pub eingeschneit worden. Boah, das ist schon... Hört sich gut an. Ja, ich meine, wenn man so kleiner Zwangsurlaub gefühlt. So. Ja, ich weiß nicht, könnte schlimmer sein. Ich glaube, im Pub mit einer guten Gesellschaft und einer Band, die mal jetzt noch Musik macht. Ein paar Fässer Bier. Ja, ich denke, man könnte es ja aushalten. Ich meine, wegfahren kann eh keiner, also muss ja darauf nicht achten. Wenn die Kühlkammer gut gefüllt ist. Ja, ich denke, da kann man ein bisschen aushalten. Ja, ich habe Artikel drüber gelesen und da stand nur so seriöse Sachen von wegen, sie sind jetzt Freunde, aus Fremde wurde Freunde, die Band wurde von No Aces in Snow Aces umgewandelt, sie haben Gesellschaftsspiele gespielt und wollte noch, also Brettspiele und wollte noch so Schneemann-Wettbewerb machen. Ich stelle mir das eher so vor, dass man sich dann einfach zurußt, also dann einfach mal einfach nur die Karte nicht trinke. Ruf und runter. Definitiv. Erfahren tut eh keiner mehr, also von daher. Ah, nee. Aber wenn ich, glaube ich, so eine Gruppe hätte, dann würde ich mich dann aber jedes Jahr mit denen wieder treffen wollen. Ja. Das Plan ist tatsächlich auch, also Reunion ist im Gespräch. Ich weiß nicht, ob man da wieder eingeschneit werden muss, aber also ich stell mal das vor wie so ein guter Kevin Wunder, wo es halt einfach direkt Vollgas abgeht. Man die Nacht halt durchmacht, dann ein bisschen dort auf der Bänke rumpennt und dann gleich morgens weiter. Das ist gut. Sind die jetzt wieder befreit mittlerweile? Also ich habe in der Tat nochmal gegoogelt, ich habe nur den Artikel gefunden, dass er eingeschneit wurde und Spaß haben. Ich habe nicht gefunden, dass er nochmal rausgekommen sind. Wahrscheinlich haben sie die Tür freigegrabt und die haben gesagt, oh nö, mal wieder zu. Komm, da geht noch. Oder sie haben einfach nur weitere Reserve Bier gefroren oder so. Reserve aufgefüllt. Sind Sie die Bierlaster? Ja, dann rein. Entschuldigung, der Schlüssel ist abgebrochen. Wir können nur durch die Fenster. Ja, aber dann müssen Sie doch das Bier durchs Fenster holen, oder? Der Nachschub muss ja gesichert werden, also. Ja, sicher, da hätte es sich wieder gelohnt. Gerade so als Papp musst du doch dein Kanal schon gleich gelegt haben. Bierleitung. Mit Bier. Die Bierleitung. Ja, apropos Bierleitung, was macht denn die Baustelle? Ja, also. Die Bierleitung schon gelegt. Läuft. Die Bierleitung. Die Bierleitung läuft. Die wird zusammen im Wasseranschluss gelegt. Also ist noch nicht ganz sicher. Vielleicht wird es ja nur Bieranschluss und mehr Verzicht aufs Wasser. Ja, kannst du ja eine Zisterne hinstellen oder so. Hammer. Naja. Dann ist Bier wichtiger als Wasser. Naja, aber ansonsten läuft's halt ganz normale Wahnsinn, glaube ich, auf der Baustelle. Ja. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, dass die Verbandsgemeinde Kommes und unsere Entwässerung abgenommen hat und nachdem wir dann alles verfüllt haben, L-Steg gesetzt haben, kommen sie wieder und sagen, nee, das kann man doch so nicht abnehmen. Okay. Und dann verlangt, dass man alles wieder ausbuddelt. Zum Glück hat sich da unser Tiefbauer dagegen gewehrt und jetzt haben sie akzeptiert, dass man so losse kennen. Ja, super. War es derselbe Sachbearbeiter oder? Ja, er hat dann mit demselben Sachbearbeiter gesprochen. Warum er halt nichts gesagt hat, als er da war. Und jetzt, wo alles verfüllt ist, wo eine Mauer drumherum steht, musste Kanal verbreitert werden.
Und unser Nachbar, der hat es noch schlimmer, weil dem sein Haus steht direkt neben dem Kanal, den er jetzt auch verbreitern soll. aber bei ihm hat es noch kein grünes Licht gibt. Oh, nein. Oh, nein. Naja. Ja. Man hat es nicht leicht. Das ist echt. Ja. Ja, aber das kann er nicht machen. Der kann ja sein Haus nicht wieder abreißen. Der hat schon Autoblatt, der hat schon gemauert und. Fangen wir von vorne an. Ja, vor allen Dingen, weil sie es bei mir jetzt ja genehmigt haben. Und dann müssen sie es bei ihm, hoffe ich doch, also hoffe ich für ihn, dann jetzt da. Das ist nicht mal der planerische Präzedenzfall. Das sieht nicht gut aus für die Gemeinde. Das habe ich mich schon gefreut. Ja. Ist das jetzt schlecht für die Gemeinde, dass sie das akzeptieren muss, oder ist es schlecht für mich, dass die Gemeinde jetzt wieder zu mir kommt und sagt, nee, du darfst auch nicht so machen? Ne, wenn die das bei dir schon ingestanden haben, dann würde ich sagen, müssen sie das bei dem auch machen, weil bei dir ist es hier durch jetzt, offensichtlich. Ich hoffe es, ja. Das ist immer das, vor was ich warne. Also wenn das M erlaubt, muss es alle erlauben. Ja. Und dann hast du halt Gelinde bringen. Aber ja. Pech Ja, gehabt gut. für die anderen. Oder Pech gehabt für die Verwaltung, sagen wir es mal so. Das heißt, du könnt von der Verwaltung jetzt im Camp von den Neubauten mehr irgendwie in den Kanal da unten drin, oder was war da nochmal genau das Problem? Also, das Problem war, dass diese Kamera nicht drin kann. Na, die Kamera, Also, ja. weil Pech für die Kamera. Ja, die muss halt doch rein, um Schäde zu prüfen. Und die Gemeinde hat halt vorher einen Kanal hergestellt, der gewisse Tiefe hat, geringer als 2 Meter. Und dann ist 80 Zentimeter Durchmesser okay. Wenn du dann aber dann aufschützt, den Kanal verlängerst, weil wir haben das Gelände aufgeschüttet, dann ist der tiefer als 2 Meter. Und dann muss er Durchmesser von 1 Meter haben. Weil dann irgendwie die Kamera nicht drin kommt. Ich verstehe es nicht ganz, wieso, weshalb, warum. Aber es ist scheinbar so. Und Das scheint eine Mods-Kamera zu sein. Also wenn das so ja, ein Apparat ist. ich verstehe es auch nicht. Sollen sie eine kleinere Kamera holen und ein längerer Stock? Keine Ahnung. Vielleicht gehen die Muss mit man so doch einer. Vielleicht gehen die mit so einer VHS-Kamera noch hin. So Ja, ein ja. dichter Apparat, halt, wo du auf die Schulter nur packst. Da ist noch eine Rolle hinten dran. Also, Sie haben bestimmt einfach all die GoPro an den Stock gebunden und schiebe die so hin. Und wenn es dann zu tief wird, dann müssen sie den Stock ein bisschen weiter anwinkeln und dann muss der Kanal halt breiter sein. Schon Ja. können es nicht hingucken. Also irgendeine starre Verbindung muss da sein, die nicht um die Kurve kommt ohne. Aber ich verstehe es nicht. Wenn die Verlängerung vielleicht auch nicht mehr ausreicht, muss vielleicht der Hartmut runter. Der Hartmut hat eine breitere Durchmesser wie 80 Zentimeter. okay. Ja, wenn es nicht so tief ist, reicht halt auch der Winfried und der ist halt kleiner, aber schmaler. Ab sofort wird die Gemeinde sagen, so Hartmut, tut mir leid, aber du kommst jetzt auf Diät. Das Neubaugebiet braucht dich definitiv in dem anderen Ja. Zustand. Oh je. Ja, das muss es sein. Bestimmt. Da sind wir was auf der Spur, denke ich. Ja, also machen wir uns nichts vor. Wir leben in Deutschland. Die Verwaltung, bis die digitalisiert ist, das dauert. Was? Digital was? Die, Das habe ich noch nie gehört. Diggi, was? Welche Diggi? Die Diggi. Da fällt... Diggi Rodi, genau. Das kennt's auch. Da fällt mir aber gerade zu Verwaltung und Digitalisierung was in. Und zwar haben wir unser Elterngeld beantragt. Ja. Und noch bevor unser Kind auf die Welt gekommen ist, haben wir das alles online fertig gemacht. Ausgefüllt, vorbereitet, abgespeichert. Fand ich super gut. Dachte, cool, das kann ich online ausfüllen. Ja, dann ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Ich melde mich in dem Portal an. Und dann heißt's, ihr Kind wurde nach dem 1. September 2021 geboren. Für sie ist der digitale Elterngeldantrag nicht mehr möglich. Was? Ich muss ihn wieder per Papierform ausfüllen. Nee. Da habe ich mich vorher stundenlang hingeguckt oh Gott. und es ausgefüllt und war echt happy, dass es digital geht. Und dann kriege ich die Nachricht, die Arbeit war komplett umsonst. Sie müssen bitte alles ausdrucken und per Hand infüllen. Oh mein Boah. Warum? Ich weiß es nicht. 2021, willkommen. Ja, das erinnert mich an einen Erfahrungsbericht von einem Typ, der irgendwas im Amt schicken wollte und hat sich gedacht, okay, ich schick's per Mail. Und dann kam die Rückmeldung, ja, schicken Sie uns das bitte per Brief, dann können wir es nämlich inscannen und haben das hier digital. Ja? Also, wenn das mal nicht Schildbürgerstreich sind. Also Matze, ich hatte schon Angst, dass er das jetzt per Fax schicken muss, weil es gibt tatsächlich noch Leute, die faxen. Also Ja, ist echt so. Ja.
Also bei meiner ist- Strafarbeit ist es auch so, die Keine faxen sich teilweise zwischen der Abteilung die Sache hin und her. Das ist total irre. Also Ja, aber ist es nicht so, dass Fax halt immer noch eine Gültigkeit hat wie Brief, wie unterschriebener Brief, aber Oh, E-Mail ja. noch nicht oder ja, sowas? ja, ne? ja. Aber das ist so interne Kommunikation, das muss ja nicht rechtssicher sein. Ja, und andererseits, du kannst inzwischen alles eindeutig signieren und technologisch wäre das alles machbar, aber Ja. müsste man halt machen. Aber Michael, wir haben es doch schon immer anders gemacht. Das ist so die Grundregel. Wir haben es schon Ja. immer so gemacht. Ja, also die Leute, die das alles für Waldo machen, die werden halt auch immer älter. Das Ja. ist irgendwie. Früher kam da immer noch so Nachwuchs drin, die haben aber was verändert. Ich habe das Gefühl, dass das Durchschnittsalter in Politik und so Sache immer weiter wächst, oder? Ja, mit dem Gesamtbevölkerungsdurchschnitt. Die müssen doch alle Ja, gut, repräsentieren. Shit, ja, da ist was dran. Und was will schon wieder der ganze Erikas machen auf dem Amt? Die müssen doch irgendwo hin. Die kennen ja nicht, die kannst du ja nicht mit 40 Hemm schicken schon. Das war jetzt reiner Zufall, dass die Frau Erika. es war niemals eine Anspielung an Stromberg, niemals. Ich hätte auch Ulrike sagen können oder sowas. Oder keine Ahnung, Beate oder weiß nicht. Das ist, glaube ich, so die Generation, die gerade dort in der Verantwortung ist. Die Verantwortung ist. Ui, ui. Also ich würde mal sagen, wir trinken jetzt erstmal auf die Erikas dieser Welt. Okay, auf die Erika. Aber Schnaps, oder? Ah, jo. Ah, ja. Trinkst du die ganze Zeit kein Bier oder was? Doch, aber das muss man ja ein bisschen präziser ausdrücken, was man jetzt trinke. Kann ja auch mal eine Bierflasche dann Ja, okay, klar, kann man auch. abziehen oder so. Weiß nicht. Also ich trinke Williams Krisch. Oh, okay, Klassiker. Ich habe immer noch Sehr den gut. Brombeerlikör. Oh, der ist bei mir schon länger leer. Aber wie sieht's aus, Matze? Gibt's da irgendwann nochmal Nachschub oder ist das jetzt erstmal leider aus? Also im Moment wachse halt gerade Kenny. Ja, okay. Na gut. Schwach. Ich kümmere mich. Nicht, dass ihr nur Drucke laufe. Wir kriegen ein Marmeladeglas, oder? Demnächst. Ja, demnächst. Ja. Standschnaps. Hagebutte-Marmelade. Ist das mit Schuss oder? Was? Marmelade mit Schuss? Ja, Das ist schwierig, oder? Fürs gute Also Frühstück. ich kenn schon Marmelade mit Kirschwasser, wo dann halt normal kleine Kinder Oh. nicht essen sollte. Also, Ja, die macht sollte das so man nicht. nix. Ja. Da sagst du, Chef, ich hab bloß Marmelade zu Frühstück gehabt. Also. Das ist geil, was ihr wollt. 3 Brecher. 25 Marmeladebrote. Alle dann, würde ich sagen, Ex oder Beamter. Also, Kam bei. kann man. Ui. Also ich glaube, auf dem Amt musst du da erstmal einen Antrag ausfüllen, dass du so einer trinken darfst. Ja. Und, ja, der muss dann in eine andere Abteilung und Passierschein A38. Genau, von Asterix und Obelix. Hier scheint A38. Das ist echt geil. Also, ich weiß nicht, was sie wollen. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Aber ich habe noch was anderes, bevor wir hier komplett abschweifen und nur noch Beamte wissen. Aber wobei, die Geschichte, die ist jetzt auch wieder wahrscheinlich Beamter. Naja, egal. Das trifft immer Beamter. Also mein bessere Hälfte war letztens beruflich bei einer ärztlichen Untersuchung und ja, ich glaube, die hat Blut abgenommen gekriegt und also da ist sie immer so ein bisschen nervös, weil sie da auch schnell ohnmächtig wird und dann hat sie da halt auf der Liege gelegt und die Nadel wurde angesetzt und dann hat auch alles geklappt und auf einmal hat der Arzt gefurzt. und er hat saulaut gefurzt. Ist so an den ganzen roter Kopf gekriegt, hat nichts gesagt, ist aufgestanden und ist einfach rausgelaufen. So, ich tue den jetzt erstmal weg, bevor ich wieder reinkomme. Ja. Ist kurz zurückgekommen, hat das Fenster auf Kipp gemacht und ist wieder gegangen. Und sie hat im ersten Moment gedacht, ey, krass, hat er gerade gefurzt? Nee, hat er nicht. Und dann ist er zurückgekommen und hat das Fenster aufgemacht. Okay, er hat doch gefurzt. Das ist die Professionalität, die Vertrauen schafft. Aber ich stelle mir die Situation vor, also hat er dann gelacht oder war er irgendwie nervös? Oder ich weiß Also, wenn er roter Kopf hat, war er wahrscheinlich eher peinlich berührt.
Voilà, mit zunehmendem Alter hat man das halt auch nicht mehr so unter Kontrolle, ne? So, dass dann halt, Retsche doch aus Erfahrung. wenn man sich bückt oder so, dann rutscht er halt immer raus. Das passiert öfters. Wollen wir uns das mitteilen jetzt so? Ah ja, ist dir noch nie einer rausgerutscht, oder was? Das ist noch nicht passiert. Ja, das ist aber passiert. Mehr Absicht, glaube ich. Nee. Also eigentlich nicht wirklich. Also äußerst selten. Also ich habe öfters mal, dass ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich halt lang nicht kann und dann Angal habe und irgendwann muss halt mal was raus und wenn man es dann ein bisschen leise machen will, dann knattert es manchmal ein bisschen. Ja gut, das hatte ich auch, das war auch so eine Sache, die musste ich erst lernen. Das kam gar nicht so schnell, wenn ich mit jemandem unterwegs war, wenn ich nicht daheim war, sondern zeitlang immer daheim und dann mit jemand anderem ganzer da irgendwie weg, ganzer Tag irgendwie immer in Gesellschaft. Ja. Dann habe ich manchmal abends Bauchweh und auf dem Rückweg denke ich dann, was ist denn da los, warum habe ich so Bauchweh? Ja, und irgendwann merke ich dann, warum. Ja? Ja, Hannes, ich erinnere mich an unser gemeinsamer Urlaub, als wir noch jugendlich waren und auf dem Hof, wo mehrere Wohnungen waren und in dem Gemeinschaftsbereich haben wir mit einem Mädel, wo das auch im Urlaub war, Film geguckt. Ja. Und da hast du halt auch den ganzen Film angehalten. Und als wir dann an der Wohnungstür waren, hat es halt gerappelt. Aber durchs komplette Gebäude durch. Wegen nur einem Film? Okay. Man muss dazu sagen, er hat vorher Lamm All You Can Eat mit Bohne gehabt. Okay. Lamm All You Can Eat. Okay, ich habe alles gehört. Ich kann sterben. Ja, All You Can May. Oh, das ist so böse. Aber euer Beispiele waren doch jetzt jeweils aktiv wie Druckregulierung, möchte ich es jetzt mal nennen. Also das war ja, was der Arzt geschafft hat, eher passiv-aggressiv wie Druckregulierung. Ja gut, aber vielleicht war halt die Druckregulierung nicht mehr möglich. Der war schon am Anschlag. Ja, und vielleicht hat er gedacht, das könnte er ganz leise so bisschen Druck auslassen und dann hat das halt nicht so geklappt. Ja, irgendwann schaltet es Überdruckventil, ja. Oh wow, geiles Thema. Ja, dann vielleicht besser Thema wechseln. Oh, ich hab noch einen ganz heißer Tipp für euch. Aus persönlichem Erfahrungsbericht und keine Ahnung, vielleicht können wir das ganz groß rausbringen. Oh ja, dabei kommt's. Ich hab einen Test gewagt, was mein Schlafplatz angeht. Und zwar habe ich schon länger mit dem Gedanke gespielt und jetzt durch Corona und ich isoliere mich häuslich ein bisschen vom Rest der Familie, damit ich mich nicht anstecke, habe ich es danach nur durchgezogen. Ich habe mir eine Hängematte besorgt. Eine Hängematte? Ja, und zwar ziemlich großi und okay. Da drin habe ich jetzt über eine Woche gepennt. Und wo hast du die gespannt? Okay. Bei uns unterm Dach. Im ehemaligen Schlafzimmer habe ich halt von Dachschräge zu Dachschräge in die Balke quasi so Halterin geschraubt. Und da hängt die Hängematte zwischen. Und das ist Weltklasse. Okay. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit Rücken oder so. Man muss halt gucken, dass es relativ warm ist. Weil du hast halt unter dir jetzt nicht eine dicke Matratze, die dich isoliert. Von daher, wenn es frischer ist, wird es halt so ein bisschen frischig. Aber so an sich. Also, andere Leute sagen kalt, aber man kann auch frischig sagen. Ja, es wird ein bisschen frischig. Aber es ist tatsächlich ein echt angenehmes Gefühl, wenn du dich so rinschmeißt und die sich so um dich drumherum schnägt. Hast du dich dann gefühlt wie nochmal zurückversetzt in die Schwangerschaft, also wo du Kind warst, oder? Also, es wäre eine sehr monströse Mutter, die ich mittlerweile bewohnen würde, aber Ja, ich glaube, die freudsche Analyse lassen wir ein bisschen da, Peter. Nee, nicht ganz. Also, man leidet ja schon ziemlich ausgestreckt. Daher muss er halt auch ziemlich groß sein, also auch ziemlich breit. Die halt jetzt, glaube ich, 1,50 Meter oder so. Okay. Dass du dich so ein bisschen schräg lehnen kannst. Weil wenn du komplett von Anker zu Anker leihst, hast du halt so sehr starke Krümmung drin. Und wenn du dich in der Matratze ein bisschen quer legst, dann gleicht sich das so ein bisschen aus und du leihst fast grad.
Also Aha, nicht okay. komplett, aber ziemlich. Also ich hätte irgendwie Angst, dass ich mich rausroll nachts. Ja, also deine Gedanke hatte ich tatsächlich aber du musst es aktiv mal probieren, dich rauszurollen. Und du merkst, durch diese Spannung der Matte und deine Außenstränge, hast du schon einen ganz schöner Widerstand, über den du Rolle mischt. Und gut. das im Halbschlaf, ja, sehr Und da unwahrscheinlich. wenn du normalerweise auch nicht ständig aus dem Bett fallst nachts, wird da eben. wahrscheinlich dann auch nichts passieren. Du fallst ja auch nicht, genau, dein Bett steht ja jetzt auch nicht an beide Seiten an der Wand. Und du fallst ja auch nicht raus. Und du hast ja Normal theoretisch noch nicht. weniger Widerstand. Steht es bei dir nicht mit beide Seiten an der Wand? Ne? Es Ne? gibt bloß einen Eingang und dann Bei dir mit alle 4 Seiten, oder? Du gehst von oben drin. So mit so einer kleinen Klappleder. Skydiving aufs Bett. Und er hat noch so komische Jacke an, die Arme so verschränkt. Er wird an Seile rin gelassen. Er hat sogar Matratze an der Wände. Also ich wollte jetzt, bevor ich zu kurz gedisst wurde, wollte ich ja eigentlich Michael empfehlen, dass er sich einfach das mal ausprobiert und dann sich mit Expander festschnallen lässt. Sicher ist sicher. Dass er doch nachts nicht rausfällt. Also ich habe mal Erfahrung mit Hängematte gemacht beim Campen. Matze, ich glaube, du warst dabei, wo wir diese Hängematte beim Campen gespannt haben. An unserer Grillhit. Ja. Aber es war Hängematte gab, fand die in dieser Grillhit gespannt und ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass die Hängematte mich nicht draht oder dass ich da rausfalle und habe mal vorsichtshalber so Bank drunter gelegt unter die Hängematte. Dass wenn ich falle, dass ich nur so 10 Zentimeter fall, ja. Nur habe ich die leider nicht ganz gut ausgerichtet, die Bank. Und es ist natürlich dazu kommt, dass die Hängematte, die ist glaube ich sogar gerissen, die Schnur, das waren so ganz billige Dinger. Das waren halt einfach Schnüre, an die gehongt wurden. Das waren die günstigste Hängematte, die es glaube ich überhaupt gibt. Und dann bin ich halt natürlich gerade so auf die Kante von dieser Bank gefallen und bin dann doch komplett auf den Boden gedotzt. Oh Mensch, Hannes, das hätte ich schon jetzt in den USA machen, wäre schon Millionär mittlerweile. Ja, tja, Stummkopf, ey. Ja. Ja, die waren wahrscheinlich auch für 30 Kilo zugelassen, die Hängematte. Kinderhängematte. Ja, also ich habe tatsächlich diesmal gut gemeinter Puffer gerechnet. Also die Hängematte selbst trat bis 300 Kilo. laut Herstellerangabe. Da kann man ein bisschen wippen noch. Ja, und die Wandanker trat jeder Anker 400 Kilo. Also da ist Luft. Ich fühle mich relativ sicher. Ich habe, glaube ich, eher Angst, dass unser Dachbalge bricht. Ja. Startberechnung nochmal angeschmissen. Hast du noch was vor, Matze? Willst du irgendwie der dickste Mann der Welt werden, oder? Nee, ja gut, ich sag mal, wenn du so ein bisschen schaukelst, tust du ja automatisch mehr Gewicht durch die Fliehkräfte. Ja gut, eher weniger. Aber ein bisschen Sicherheit wollte ich schon haben, weil ich wollte schon ruhig schlafen. Ja. Es ist die Frage, ob die Gewichte dieser Angeber jetzt nur irgendwie in Spitze zählt oder ob das der Durchschnitt oder keine Ahnung. Ja genau, gerade bei der Wandanker habe ich sie ja halt, ich belaste die ja nicht wirklich direkt, sagen wir mal, vertikal nicht senkrecht, zur Wand, sondern so ein bisschen schräg. Ich meine, da sind entsprechend Gelenke drin, Wirbel, wie auch immer. Und das sollte auch passen, aber ja, man weiß es ja halt nicht. Aber die sind TÜV Süd geprüft, die Anker. Hallo. Ja, dann muss das gehen. Ja, das denken die Leute in Brasilien auch mit dem Staudamm. TÜV Süd, ja. So, hat was gebrungen, ey. Oh Gott. Ja, muss man sich sicher denken. Also, ne, ich hier nochmal gerade zurück. Also, ich denke, das ist eine coole Sache. Insofern, weil scheint es halt aus jetzt auch persönlicher Erfahrung und das, was ich so gelesen habe, bei Rückenprobleme echt gute Alternative zu sind. Weil du hast halt immer genau den Support, den du halt gerade brauchst, so, weil die schmiegt sich halt überall so an dich dran. Und wenn das jetzt mal vergleiche durch mit einem regulären Bett, du kannst es über da einfach weghängen und hast den kompletten Raum zur Verfügung. Es ist preislich echt nicht teuer, also die Hängematte mit Aufhängung hat mich 70 € gekostet. Schnapper. Also echt nicht so teuer. Und
Ja, also für, keine Ahnung, irgendwelche Studentenwohnheime oder so, wo du dann sagst, über da habe ich Platz im Raum und brauche zwei Quadratmeter Platz für Bett oder noch mehr. Muss schon an der Stadt denken, die brauchen gar keinen Raum mehr. Die können unter der Brick schlafen. Der eine hängt in der Küche, der andere hängt im Unter Wohnzimmer. der Brick nachts ist es doch frischig, Peter. Frischig. Frischig. Es ist kalt, du Ja. Idiot. Nee. Bei Hängematte, unter Hängemattler sagt man frischig. Oh je. Zwei Wörter erfunden, unglaublich. Also wie gesagt, ja? das ist, ich finde, darüber sollte mehr gerettet werden, aber ich bin der festen Überzeugung, die Matratze-Lobby hatte was dagegen. Die nennen sich übrigens Matratze Concord und die sind immer an Standorte, die sehr unattraktiv sind und auf Ecke. Eckgrundstück ist wichtig. Ja, irgendwie schon, tatsächlich. Ja, achtet doch einfach mal drauf, wo Matratze Concord ist. Das ist eine Verschwörung, klappt mal. Immer an Ecke. Krass. Ja. Also, da sind wir wieder an was dran, ne? Also ich möchte mal kurz aufs Hängematte-Thema zurückkommen. Ich habe dieses Jahr Jahre Hängematte gegönnt, aber jetzt kein so High-Class-End-Dingsbums, sondern aus dem Aldi. Und es ist ein Viel Trekking-Hängematte. Spaß beim Runterfallen. Ja, es ist ein Trekking-Hängematte und ich habe sie tatsächlich 0-mal benutzt, weil der Trekking-Urlaub abgesagt wurde, wegen Corona. Ja, Mist. Ich würde die Trekking-Hängematte auch nicht benutzen. Wenn die aus dem Aldi ist, das ist bestimmt so ein Ding, das ich Adam Molz hat. Aber ich bin ja leichter Das ist wie du, von daher. Jo, die 20 Kilo. Ja, ich glaub auch, dass damals die Hängematte, das Problem bei der war wahrscheinlich nicht die Hängematte selbst, sondern ich kann mir vorstellen, dass ihr damals einfach hingegangen sind und haben aus dem Keller irgendeine Schnur geholt und haben die dort dran gebunden. Irgendeine, keine Ahnung. Nee, da war Schnur dabei. Da war Schnur dabei, das war aber so Kunststoffgottel. Und ich glaube, die ist alle gar nicht gerissen, sondern diese Knoten sind die ganze Zeit aufgegangen. Die konnte schon richtig verknoten. Ihr wusst nicht, wie man richtig knotet. Ja, Nee, die Schnur lässt sich nicht knoten, dieser Kunststoffzeug. Ja, also, okay, ja, vielleicht. Und mir konnte vielleicht auch kein gescheiter Knoten Ich denke, da war Alkohol im Spiel. Ach Quatsch. Das ist nicht bewiesen. Ja, nee, bei mir ist es ja, das ist so Baumwolltuch, mehr oder weniger. Und das wollte ich halt auch, weil ich mir im Sommer auch eine Hängematte für die Garde in der, also aus dem Material geholt hat. Und ich das unfassbar chillig fand, so bei schönem Wetter draußen da rumzuchillen. Und die ist halt relativ schmal, ja. Also für mal kurz im Garten rauszuleihen reicht es, aber zum Pennen hätte es nicht gelangt, aber der Stoff ist halt einfach, das fühlt sich dann irgendwie gemütlich an. Ich glaube, so Tracking-Hängematte sind ja eher so aus so, ja, Kunststoff, Plane oder sowas. Das ist nur was für Männer. Ja, da musste ich dann wahrscheinlich einfach im Schlafsack drinlehnen. Ah. Weil draus ist ja sowieso, wie Aber gesagt, das- frischig. Ja. Aber der Schlafsack ist auch nur für Männer. Das ist ein komplettes Männerding. Ist der von D-Max? Ja, ich wollte dich schon froh, hast du den Job gewechselt und du jetzt so Hängematte vertreten oder? Ich wollte doch sagen, hier, das müsste das nächste große Ding werden. Wir haben doch hier 2 Vertriebler. Die am Start. Wir kriegen das hin. Revolution. Ja, aber du musst aufpassen, ich habe Angst, dass Matratze Concord vorbeikommt und euch die Babe bricht. Ja. Dann kommen sie aus ihrem Eckgrundstück raus und dann brechen sie eigentlich die Babe. Und dann wird es halt bei Kundentermine schwierig zu demonstrieren, wie du dann hinkommst, wenn du im Rolli hockst. ey. Ja. Verdammt, die sind zu gut. Also wir müssen das langsam und im Hintergrund aufziehen. Ja. Und ich empfehle euch Schiebeschoner. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, aber nicht nur vorne, ach hin, sicher. Oder an die Knie. Da habe ich noch genug, Matze. Da habe ich auch noch ein paar für dich. Die stinken zwar ein bisschen vom Fußball noch, aber. Achso, oh nein. Ich wollte gerade sagen, die gibt's aber nur mit Geruch. Ja, das schreckt doch aber auch so Schlägertype bestimmt ab, oder? Ja, du machst dich als Ziel unattraktiv. Das ist eine valide Taktik. Aber ihr müsst aufpassen, wenn die Schlägertypen mit Hunden kommen, ich weiß nicht, ob die Hunde das nicht aggressiv machen. Ja, ich glaube, das tötet alles ab. Der Geruch. Das ist ja auch so ein Phänomen früher beim Fußball, dass dir jemand die Schiebeschoner geklaut hat.
Das habe ich bis heute nicht verstanden. Also das ist so quasi wie wenn dir jemand die Unterhose klaut. Weil es ist einfach so eklig. Du schwitzt so asozial viel drin. Es stinkt immer und du kannst das Ding nicht wäschen. Es ist einfach nur widerlich. Und ich habe wirklich zweimal in meiner aktiven Zeit habe ich die Skiwäsche geklaut. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Du hast nicht genug geschwitzt, mir ist es nicht passiert. Also, ich denk, das kann aber auch nur in der Umgebung dieser Umkleidekabine passieren, weil dort fällt der Geruch einfach nicht auf. Und genau, wenn sie dann der Hemd irgendwie ausgepackt haben, haben sie wahrscheinlich meistens verbrannt. Deswegen sind die ja nie wieder aufgetaucht. Was zur Hölle habe ich hier geklaut? Auch weg damit. Der Fehler direkt im Gesicht. Was in so einer Kabine passiert, bleibt besser in so einer Kabine. Das ist schlimm. Also, jetzt unabhängig von brauner Aue, das ist ganz schlimm. Also, diese Gerüche, wenn dann neben dir einer diesen Franz-Branntwein auspackt und sich komplett mit inreibt. Oh, alter Schwede, ey. Boah, ich habe aber auch direkt wieder so diesen Umkleidekabine-Fußballgeruch in der Nase. Ne? Also direkt, ne? Ja. Direkt hatte ich dann so in der Erinnerung so. Okay. Bah, pfui das ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Und Tischtennis kann man zwar arschwitzen, aber ich glaube, so schlimm war es da eigentlich nie. Ja, das ist nur ein Fußballumkleide so. Ja, beim Fußball kam halt auch noch dieser Batsch vom Hartplatz mit. Da hat der hat es wahrscheinlich unterstrich. Der noch nass die ganze Zeit auf dem ganzen Botto zwischen Dusche und Klo und da überall rum. Ja, okay. Ja. Ich denke, Fußball ist halt, weil es halt auch eher verbreiteter ist, auch einfach irgendwie asozialer grundsätzlich. Also es gibt auch grundsätzlich immer mindestens eine Kabine, der kein Problem hat, wirklich komplett durchgehend nackt dort zu stehen. Und auch, während alle schon angezogen sind und was trinkt er das sein Bier nackt, warum auch immer. Wackelt ein bisschen dabei. Ja. Ja, das war öfters am ich. Ich sag's euch, sicher. Unter uns vier geht's auch einer. Ja, aber zu mir dann sagen, ich bin bestimmt schwanzwedelnd unterwegs. Mhm. Hat dieses Team-Event eigentlich schon stattgefunden? Ja, das haben wir gemacht. Das hat funktioniert. Bist du noch angestellt? Ja. Oder? Hast du gewedelt? Ich hab... Dazu sage ich, nee, natürlich nicht. Schade. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber Michael, angestellt bist du schon noch, ne? Also, bist du noch im Team, brauchst kein neues Team. Ja. Ich habe direkt neben dem Chef gehockt am Ende. Oh. Also, wo es Essen gab. Und ich hätte mir das vielleicht selber nicht getraut. Er hat gesagt, oh ja, fahr mal hem, aber Glühwein geht schon. Ja. Okay. Machen wir so. Ja, erinnert mich direkt wieder an die Spanier, die in der Mittagspause Flasch Wein pitchen und dann weiter düse. Obwohl das, glaube ich, 0,0 ist. Ja, gönn dir. Nee, also während der Arbeitszeit an sich war ich da schon ziemlich streng. Also ich glaube, auch so Sekt zum Geburtstag war nicht erlaubt. Das Ja, war gut, nicht gern in der gesehen. Firma, aber Weil- jetzt im Homeoffice. Ja. Homeoffice weiß halt keiner. Bloß wenn du dann komische Sachen schreibst, könnt vielleicht am nächsten Tag mal fragen, ey, was war denn gestern mit dir los? Ich war schlechter da gehabt. Vor allem, Ja, klar. wenn du anfängst rumzuschreien, ziehst wie Apfelsaft! Ja, ich frage mich echt mit dem ganzen Homeoffice, es ist zwar eigentlich nicht erlaubt, aber wie viel Spy-Software da eigentlich im Einsatz ist, wie viel da versucht wird, über Mikrofone und Kameras die Mitarbeiter zu überwachen. Eigentlich dürfte es ja nicht sein. Eigentlich glaube ich, aber... Natürlich darf das nicht sein, oder? Das ist doch nicht Nee, erlaubt. klar, das ist definitiv illegal, aber... Also meine Kameras haben alle Klappe. Ja, ich habe mir auch so Aufkleb-Schiebregler drauf gemacht, aber mehr so aus, ja, jetzt nicht Angst, dass der Arbeitgeber da irgendwas no-guckt, aber halt generell. Dass der, ja. Ist der auch so, Matze, ist deiner so ein bisschen lustig gestaltet? Ist es so Piratenfahren oder? Einfach nur ein kleiner schwarzer Aufkleber, der Schieberegler drin hat. Okay. Ui. Ja. Aber also ich finde es ja schön, dass noch eure Kameras zuschieben, aber das Mikrofon, was macht man dort damit? Klebt man das im Kaugummi immer wieder zu, oder? Ich bin einfach ruhig. Ich schaff das halt. Im Gegensatz zu dir. Ja, Touché, nicht schlecht. Ja, vor allem, ich sag mal, wenn du schläfst, gäbst du halt auch kein Geräusch runter. Ach, du schnarchst also nicht. Oder ich gehe halt einfach ins Nebenzimmer mit der Hängematte. Okay. Kann man nicht vorstellen, dass der Matze nicht schnarcht. Ich habe noch keinen Ich schnarch wie Bock.
Ich Ja, schnarch eben. wie Ich habe noch Bock, ja. mit gemeinsam die Nacht erlebt, wo du nicht geschnarcht hast. Also ich weck mich auch manchmal beim Inschlafen mit einem angehenden Schnarche. Das ist durchaus schon vorkommen. Das ist So immer konnte ich, das dass mein geilste Vater Erlebnis. gut drauf hatte. Ja, das ist ja irgendwie verstörend. Und wenn du morgens wach wärst und so richtig trockene Kehle hast, dann wärst du, ja, ging wieder Rundheit Nacht. Hast du Corona? Nee, ich habe halt Nacht nur geschnarcht. Gut, ich habe halt normalerweise relativ wenig Feedback, aber ich glaube, wenn ich woanders schlaf, solange nicht viel Alkohol oder große Erkältung Spiel ist, normalerweise glaube ich nicht. Nee, du bist eher ruhig. Ja, aber ich kann schon auch mal schnarchen, wenn ich dann halt gesoffen habe. Ich finde, du hast eher so kuriose Schlafhandlungen. Du liegst du immer wie so, früher habe ich gesagt, wo du beim Bund warst, wie so Soldat, weil du immer so akkurat leist. Also, das ist immer so, als wie wenn man so, weiß ich nicht, ich sag mal, was herrichtet und so bleibst du halt liegen. Und andere haben irgendwie so in die Steckdose gegriffen, die Haare gehen in alle Richtungen und leider so mega verdreht und du wie so Ja, ich leih auf dem Ricke Ja. und glatt und das bleibt so bis zum Mäue, glaube ich. Keinerlei Bewegung. Es ist wie so Ja, Roboter. Oh, ich hab das zeitweise versucht, mir Rückenschlafe anzugewöhnen, aber ich hab's nicht geschafft. Also ich konnte nicht inschlafen. Schlafst du vom Bauch? Nee, auf der Seite. Also Ich kann auf der Seite, auf dem Rücken, am besten auf der Seite geht, wenn ich das unbedingt will. Aber auf dem Bauch, glaube ich, schwer. Nur im Suff. Ja. Dann eventuell, wenn ich einfach nur so klapp nach vorne umkipp und dann bleibt es da. Das kann Im Suff vielleicht geht an sein. Kopfstand. Also, Ideale Schlafposition. ja. Die Vertikale. Ja, aber ich glaube, theoretisch ist ja die Rückenlage für Schnarche noch so am anfälligsten, theoretisch. Kommt drauf an. Also wenn du wohl hinter den Kopf ein bisschen hochlegst, dass dir halt die Zunge nicht so nur hinrutscht oder wie auch immer. Keine Ahnung, es gibt ja, glaube ich, auch verschiedene Arten, also wie das ausgelöst wird oder Ursache. Gibt ganz andere Techniken, wie du am besten schnarchen kannst. Ja, aber gehen du das immer. Also, ist egal, wie du leist. Ja, aber Rücke ist halt auch so von der Wirbelsäule wohl am besten. Vom Rücken Okay. zu leihen. War mir jetzt gar nicht so bewusst, aber dann habe ich Glück gehabt. Was ich heute alles gelernt habe, auf dem Rügelschlove, in der Hängematte am besten. Ja. Ja, aber das wird ja die Matratze-Lobby nicht erzählen. Nee, so. Oh, das ist so erste, was muss ich gerade dran denken, das macht mich unglaublich aggressiv mittlerweile. Also letztens war ja Black Friday oder Black Week oder Black. Also Ja. es ist so furchtbar. Bei uns darf man nicht Black Friday sagen, weil das ja geschützt ist. Das sahen aber doch fast alle. Ja, in Amerika sagt das jeder, aber in Europa hat da jemand ein Markenrecht drauf, was eigentlich Irrsinn ist. Aber deswegen versucht in Deutschland fast jeder irgendwie was anderes zu machen, wie Black Week oder Friday Sale oder sonst irgendein Quatsch. Du siehst alle möglichen Varianten in Deutschland, weil die nicht Black Friday offiziell sagen dürfen, theoretisch, außer sie zahlen Lizenzgebühren. Aber ich find's gut. Vielleicht hat der Mann oder die Frau oder es, wo das Patent drauf hat, auf Black Friday, vielleicht hasst einfach die Werbung im Radio, wenn jeder die ganze Zeit nur sagt, und also Black Friday, Black Week, was auch immer, alles ist irgendwie viel günstiger. Und dann kommt kurz danach die Bett 1 Werbung. Und dann kommt nur Bitte wenden. Ich weiß nicht, ob man die kenne. Die macht die ganze Zeit dieses Navigationssystem nach. Bitte wenden. Und dann kommt in mir innerlich immer so das Auge zucke und das Auge wird so langsam rot und ich rasch kurz zum Ausraschen. Ich hasse Bett 1. Ich würde niemals dort Matratze bestellen. Bitte wenden. Oh mein Gott. Was jetzt genau richtig doof, das bitte wenden oder die Matratze? Nee, alles. Es kommt so oft. Alles. Es kommt immer viel zu oft. Also Werbung. Also. Ganz ehrlich, der Seilebaramann, der eine Kamera mitnehmen, ne? Der kommt ja auch nicht immer. Der kommt nämlich mit. Der hat ja auch Goldstatus. Ja, der hat ja, das ist ja Kulturgut, ne? Aber es gibt so Werbungen, das ist furchtbar, macht mich aggressiv. Deswegen gucke ich Werbung. Ich höre sie ja nur, ich gucke ja keine Achso, Werbung. du hörst sie. Achso. Deswegen höre ich Werbung. Ja, da liebe ich Deutschlandfunk, wenn ich das dann, also manchmal will ich mal doch Musik hören, aber Deutschlandfunk, du hast ja halt wirklich keine Scheißwerbung. Oh, ich muss gerade berichtigen. Seit September 2019 ist die Marke Black Friday in Deutschland eigentlich zum Löschen vorgemerkt. Aber
Die Entscheidung ist erst 2020 veröffentlicht worden und wahrscheinlich inzwischen traut sich das kaum noch jemand. Also es war tatsächlich ein Markenschutzproblem die ganze Zeit. Okay. Deswegen hast du in Deutschland halt Black Week oder irgendwelche anderen Quatsch. Alles, was irgendwas Also mit ich zu habe tun hat. gedacht, dass die Black Week oder Black Month oder Black Year sahen, einfach um die ganze Sache zu verlängern, um noch länger irgendwie Profit zu machen aus dem. Ja, das kann schon auch sein, dass sie das halt dann auch machen. Aber Black Year ist halt auch gut. Jetzt jedes Jahr. Wir schlagen jedes Mal, das ganze Jahr. wir schlagen jedes Mal 50% drauf und machen, als ob es günstiger wäre. yeah. Wir Idioten. Wenn ihr jetzt an dem einen Tag im Jahr, wo nicht Black Year ist, einkauft, dann zahlt ihr 50% mehr. Bam. Ja, muss halt nur wissen, wie du es verkaufst. Aber die machen ja aus allem irgendwie Event. Also, muss jetzt gerade wieder an Globus denken. Wenn du da in der Werbung siehst, ja, jetzt feiern wir das 158. Jubiläum. Also, ja, das ist jetzt nix Besonderes. So. Und dann ist 159. Und dann kommt tatsächlich ein Jubiläum und dann kommt wieder... Letztes Jahr hatten wir so ein schönes Jubiläum, wir müssen das dieses Jahr nochmal machen. Ich finde, die sollte eher so einfache Sachen feiern, wie der Flash ist weg. Und dort nur der Pizza-Flash ist weg. Ja, einfach auf das konzentrieren, was man kann. Und nicht zu vergessen, der Doppel weg, wenn du ein zu großes Flashcase-Brötchen hast. Also Flashcase. Ja, aber der Doppelweg ist ja eher so hier aus dem Feindesgebiet. Also im Saarland. Ja, Schwenker auf die Doppelweg. So gehärtet sich das. Doppelweg. Ach, eine unfassbar unnötige Erfindung. Aber okay. Mach doch lieber großer Weg und fertig. Naja. Aber ich meine, ist gut, es gibt Leute, die glauben das dann, dass sie mehr kriegen für ihr Geld. Ja. Saarländer offenbar. Klingt ja schon so. Ja, sorry. Wofür? Für Saarland-Bashing. Ich bin ja eigentlich... Quatsch. Ich bin ja keiner von denen, aber... Aber... Ich kenne Leute aus dem Saarland und es gibt Ausnahmen und ach Quatsch. Aber... Ja. Also ich finde, wir kennen uns den Schnaps, oder? Wir haben schon länger keinen Schnaps mehr getrunken. Ja. Schon noch ganz trug in die Kehl wie der Matzen am Schnarch, ey. Wie wär's, wenn wir einen auf die Saarländer trinken? Was? Ich weiß ja nicht. Oh, das ist Nee, das oh, sind- okay, nee, Was das hat kommt er dir mich ganz echt schlecht. Ich zieh's zurück. Also wir können ja grundsätzlich um viel Völkerverständigung trinken, aber das, was du da vorgeschlagen hast, das geht nicht. Aber nicht mit dem Oh. Saarland. Ja, also irgendwo, Michael Herzhofen, ne? Also, ganz ehrlich. Okay. Da will ich doch lieber einen anderen Trinkspruch ansetzen. Und zwar hier alter Merksatz. Hüte dich vor Eis und Schnee, SLS und IGB. Allah, Okay, alle. Kampai. Es wird jetzt aber wieder Zeit, ne? Winterzeit kommt. Ja, Ist das wirklich Absolut. hilfreicher Spruch. aktueller denn je. Gut, ich meine, Ja. Kontaktbeschränkungen, da fahrt man ja nicht so weit weg, aber Ey, aufpassen muss man. vorhin hat schon geschneit. Also, da bei uns zumindest. Ja? Nicht viel, aber so ein bisschen halt. Also, ja. Bleibt ja nicht viel Laie. Na, ist echt. Aber das macht einen unfassbar Unterschied, welche Höhelage du Oh hast ja, im Moment. oh ja. Also ich habe das festgestellt, als es jetzt die Tage, wo so ein bisschen geschneit hat, da war ich dann auch mal ein bisschen draußen unterwegs, weil ich war der Einzige im Haus, der das Haus verlassen durfte und musste einfach mal raus. Und dann hat es unterwegs tatsächlich geschneit und ich war so ein bisschen erhöht. Und als ich dann zurück ins Tal wieder bin, da hat es gepisst. Also da war dann nichts mehr mit Schnee. Und das waren halt, keine Ahnung, noch kein 100 Meter Höheunterschied, aber das hat's halt ausgemacht, ne? Zwischen Schnee und Piss. Ja. Das hat man auch schon öfters mal gesehen. Einfach, wenn es anfängt zu schneien, du siehst auf die Berge drumherum, und das sind ja nicht wirklich Berge, also sagen wir mal Erhöhungen drumherum. Aber drauf ist schon direkt weiß und wie es runter auf immer ist das so Übergang und hier ist nix.
Ja, das mit der Höhe, das ist halt wie bei der Hängematte, ne? Wenn du ein bisschen höher leihst, wie die Hibbel in der Umgebung, da ist direkt frischig. Ich wollte gerade sagen, frischig. Ich wusste genau, dass frischig kommt. Wenn du noch wo frischig sagt, dann machst du dich aus, ey. Oh, ja. Das ist wie, bitte wenden. Ja, Alter, das kannst du ja umgehen, indem du der Heizkörper einfach ein bisschen höher drehst. Ja. Oh, da war letztens so geil die Abbildung bei Funk auf Instagram, was die normale Raumtemperatur ist für verschiedene Räume. Flur, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, etc. Da habe ich meiner Frage geschickt und ja, also bei uns ist gefühlt fast überall 2 Grad wärmer. Also im Schlafzimmer wird, glaube ich, angegeben 16 bis 18 Grad. Also bei uns unter 20 Grad stehe ich da ins Bett. Also ich schwitze immer wie Obst. Und sie, hier ist so kalt. Und Wäsche neben dran, ist sie nur noch Decke. Also Decke und ein Berg von Decken. Und ich schwitze. Nee. Naja, das ist das Problem. Die Frauen, die tun sich dann so dick in Decke, dass sie die warme Luft, die sie im Schlafzimmer haben, gar nicht an sich ranlassen. Und dann so unter ihre Decke einfach mit ihrer Kälte alle sind. Interessante Hypothese. Naja, ist ja halt erwiesenermaßen, dass sie biologisch gesehen weniger Muskelmasse haben, die wärmt, also eigenständig wärmt. Und wenn sie dann den Heizkörper aufdrehen und die Wärme nicht an sich ranlassen, dann bringt das nichts. Ja, okay. Ja, du musst da mal so ein weibliches Objekt anschaffen. dann kannst du hier rausfinden für dich selber. Okay, was für Raumtemperatur sie wiederum Und so ein braucht. paar Experimente selber machen, wann sie sich wohlfühlt. 16 Grad, nicht so gut. 16 Grad, das ist schon Überlebensmodus, also da geht es Survival-Modus an bei der Frau. Ich mache eine Versuchsreihe. Und machst Lagerfeuer im Bett oder was? Ich habe auch an so ein kleines Feuerbohrer. Ich habe auch so an so ein kleines Aggregat gedacht, wo neben dran und angeht. Oh Gott. Aber Michael, du kannst uns ja das nächste Mal von deiner Erfahrungen berichten, was du Mit dem weiblichen Objekt, das ich versuche mir anzuschaffen. Ja. Okay. Ich bin Da gespannt. reden wir noch von Objektifizierung, weil wir sind schon einen Schritt weiter. Schön. Also es bleibt spannend. Ich bin gespannt. Also, dann hoffe ich mal, dass keiner von uns erfrieren muss, wenn es jetzt kälter wird. Oder halt auch vom Anhang. Also ich glaube, bei uns ist es so unmöglich. Also ich glaube eher, die Nachbarn kommen irgendwann zu uns. Ach Gott, ist Beischel warm. Tiere sammeln sich vom Fenster. Ach Gott, das ist schön In warm. diesem Sinne, mach es gut, ne? Also, jo, ebenfalls. Bis zum bis nächsten dann. Mal. Bis dann. Ciao. Servus. Ciao. Und das war auch schon wieder die heutige Folge Stammtisch Hinterpals. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, auf unseren Kanälen von Facebook oder Instagram und abonniert uns auf Spotify oder YouTube. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Stammtisch Hinterpals Team.